Wie man sich das einmal überlegt. Ganz schöne Arbeit war das damals noch, wenn du einfach nur eine flach legen wolltest. Heutzutage ist es viel leichter. Da meldest du dich einfach bei so einer Dating-App an und dann schreibst du halt sowas wie Lust auf eine Massage heute Abend. Und die 20, die du dann anschreibst, wird sie dann schon die eine melden. Das ist wie so ein Wühltisch, kommt mir das manchmal vor. Wühltische. Wühltische mag ich ja persönlich überhaupt nicht. Ich meine, das Einzige, was du von so einem Wühltisch kaufen kannst, sind Säckel. Und wer vergleicht sich schon gern mit einem Säckel? Na, lassen Sie mir ein anderes Beispiel finden. Die Gemüseabteilung im Supermarkt. Sie gehen durch und schauen, was sie haben wollen. Die Auswahl schlechthin. Regional, überregional, von überall her und für jeden Geschmack was dabei. Und da präsentiert sie dann jedes Gemüse in seiner besten Form. Genau wie die ganzen Bulteln auf die Dating-Plattformen. Keine Kanten, nix, alles schön gleichförmig. Furchtbar, langweilig. Also ich mag das überhaupt nicht. Ich habe neulich im Supermarkt so eine total schiefe, grumpelige Zucchini gekauft und wie ich an die Kasse komme, lacht die Verkäuferin und sagt zu mir, Mei, Sie haben die Charakter-Zucchini gekauft. Das ist eine Einstellung nach meinem Geschmack. Ich mag es auch lieber, wenn die Leute so eine Eigenheiten haben. Wenn ich mich da zum Gemüse zuordnen müsste, welches da ich nehmen? Eine Zwiebel zum Warnen ist jetzt auch nicht, wenn es mich scheißt. Vielleicht eher eine rote Ruhm, die Farbe, von der, wenn es da so lang ist, nicht mehr so schnell los. Paprika nicht, die fressen sie alle und von jedem lasse ich mir jetzt auch nicht fressen. Staudensellerie. Total unsexy, oder? Nein, ist auch nichts. Spinat. Nein, wenn du da heiß machst, fällt er zusammen. Ein Gurken. Als Frau. Nein. Tomaten. Tomaten, die isst eigentlich fast jeder gern, gell? Aber es ist auch noch ein bisschen enttäuschend, weil nicht jede schmeckt. Naja, bei mir war es auch nicht immer geschmeckt an dem Tag. Eine Tomaten. Und so eine bayerische Tomaten, die ist aus dem Umland kommt, die also fast ein giftig ausschaut, die hat ein Aroma. Ja, eine bayerische Tomaten. Gut, wenn du jetzt also eine Tomaten machst, dann schaust du um. Form, Farbe, alles in Ordnung. Und dann wirst du vor alle Seiten angeschaut. Und ob es wirklich nur frisch ist, das meistens erst dann, wenn du das einmal in der Hand gehabt hast. Und wie das mit dem Gemüse eben so ist, je mehr die anlangen und wieder zurücklegen, desto mehr tun kriegt's. Und genauso kommt mir das vor mit diesen Dating-Plattformen. Zurücklegen, nächste antatschen. Du bist eine Tomate aus der großen Masse. Da können Sie gerne mal in den Supermarkt gehen und sie umschauen. Und dann sehen Sie genau, was sie meinen. Die Leute, die überlegen sich überhaupt nicht mehr, was sie haben wollen, was sie interessiert. Die langen zu die Tomaten rein, dann gelangen sie zum Sellerie rein, den sie sowieso nicht fressen darfen. Hauptsache überall einmal hingelangt. Ja, genau. Und das meiste Gemüse, auch die Gurken, landen im Hinterhof auf der Resterampen mit einer Duin. Dabei macht so ein Duin den Charakter doch erst aus. Dankeschön.